durch. Doch, da kann durch. Oder muss jemand durch? Die Liebe. Weil auch der Trump sich was von der CSU abgeschaut hat. Wisst ihr was? Das hat was mit dem Andi Scheuer zu tun. Ihr habt ja mitgekriegt, dass der Donald Trump bei seiner Intronisierung heißt es, also bei dem Beginn seiner Präsidentschaft, ein bisschen die Zuschauerzahlen fälschen musste. Man nennt das Alternative Facts, also in Deutschland sagt man Lügen dazu. Und dasselbe macht die CSU. 2013 war hier schon der größte politische Aschermittwoch in Vilshofen und dann ist der CSU-Generalsekretär hingegangen und gesagt, na, da unten sind 8000 Leute. Das Problem ist, die CSU ist an eine Obergrenze gebunden, an eine feuerpolizeiliche Obergrenze. In Passau dürfen nicht mehr als 4100 rein. Und dann war es noch so, dass die PMP noch recherchiert hat, dass die auch bloß für 4000 Leute Bierzeltgarnituren bestellt haben, aber der Scheuer behauptet steif und fest, es sind 8000. Ich weiß auch, wie das damals zustande gekommen ist. Man hält die Rede von dem Seehofer nur besoffen aus und deswegen haben die einfach doppelt gesehen und sind aus 4000 8000 geworden. Wer Rechtsdemagogen wählt, bekommt rechtsdemagogische Politik. Für die Reichen Sekt und Kaviar, für den Rest gibt es eine Mauer. Und ich denke, gerade dieser Vorgang zeigt, dass nichts mehr selbstverständlich geworden ist. Dass das, was 70 Jahre lang gekämpft worden ist, 60 Jahre durch die europäische Einigung, heute keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Es ist der Friede keine Selbstverständlichkeit, es ist die Demokratie keine Selbstverständlichkeit, es ist auch der Rechtsstaat und die Meinungsfreiheit keine Selbstverständlichkeit. Unter den Rechten kriecht der Geist der Vergangenheit hoch, dieser ganz alte, übelriechende Nationalismus. Donald Trump hat uns damit konfrontiert, dass er ein riesiges Rüstungsprogramm fahren will, dass er die Atomwaffenarsenale der Vereinigten Staaten ausbauen will. Und das Frappierende ist gewesen, die Begründung, die er uns geliefert hat. Er hat gesagt, wir müssen wieder Kriege gewinnen. Also ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber als Bundeskanzler hat man in einer solchen Situation zu sagen, wir sind besorgt, und ehrlich gesagt, das ist das Mindeste. Nationalismus bedeutet am Ende immer Krieg. Und deshalb ist unser europäisches Einigungsprojekt so wichtig und wir haben es zu verteidigen und dafür zu sorgen, dass der Zusammenhalt garantiert ist. Aber wenn wir Also üblicherweise bleibt es beim Sakko, die Damen brauchen keine Sorge haben. Wir wissen das. Und wenn wir diesen Weg weitergehen, dann muss es ein sozialdemokratischer Weg der Erneuerung sein. Und ich bin davon überzeugt, dass eine starke europäische Sozialdemokratie nur dann funktionieren kann, wenn wir auf eine starke deutsche Sozialdemokratie als unseren Partner wiesen. Lieber Martin, wie du siehst, der Matthias ist für guten Form und die Sauna ist vorgeheizt. Vielen Dank. Herzliche Grüße an die gefühlte Mehrheit von der realen Mehrheit, die hier
nur 20 Kilometer von hier versammelt. Christian Kern hat darauf hingewiesen, versammeln sich die Rechten, die deutsche und die österreichische Rechte. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die SPD und die SPÖ, wir sind seit mehr als 150 Jahren ein Bollwerk gegen Ausgrenzung, gegen Abschottung, gegen den Ultranationalismus. Darauf sind wir stolz. Denn wir wissen, wenn Europa stark ist, dann sind wir auch in unseren Ländern und in den Regionen stark. Der neu gewählte Präsident der Republik Österreich, Alexander Van der Bellen, der hat gesagt, Europa zu zerstören ist nicht schwer, aber es wieder aufzubauen ist schwerer. Wir Ältere, hat er gesagt, wir Ältere dürfen nicht zulassen, dass Europa den Jüngeren gestohlen wird. Die Rassisten, die Antisemiten, die Fremdenfeinde, diejenigen, die gegen jede Minderheit hetzen, die für alles einen Sündenbock haben, aber für nichts eine Lösung. Die mit der Wortwahl, mit der Rhetorik der 20er und 30er Jahre wieder die Völker aufeinander hetzen wollen in Europa, die sagen, meine Nation zuerst, mein Land zuerst und immer die anderen dagegen hinterher. Die den Nationalstaat an die Spitze stellen wollen, weil sie Nationalisten und keine Patrioten sind, die dürfen einem Kleinen wie dem Matthias, der gerade hier war, nicht die Zukunft stehlen. Meine Generation, liebe Freundinnen und Freunde, meine Generation, ich bin nach dem Zweiten Weltkrieg 10 Jahre danach geboren, 1955, meine Generation ist die erste, die in diesem Land, meine Eltern konnten das nicht von sich sagen kann, von der Wiege bis zur Bahre, haben wir keinen Krieg erlebt, werde ich keinen Krieg erleben und ich will, dass das für meine Kinder und für meine Kindeskinder genau so bleibt und deshalb ein klares Nein an die Nationalisten. Ein starkes Europa, liebe Leute, ist im besten deutschen Interesse, ist im besten österreichischen Interesse und starke Mitgliedsländer der Europäischen Union sind im besten Interesse dieser Union. Ein funktionierendes Europa ist im vitalen Interesse der Bundesrepublik Deutschland. Und da wird mir dann von einigen Leuten vorgeworfen, ich hätte in Brüssel keine deutschen Interessen vertreten. Das ist das Denken, dass man Deutschland gegen Europa ausspielen kann oder Europa gegen Deutschland. Mit mir wird es kein Schlechtreden der Europäischen Union geben und ich empfinde es als Kompliment, wenn man mir sagt, der Mann hat Europakompetenz. Wer ins deutsche Kanzleramt will, der muss Europakompetenz haben. Und wenn ich über die großen Herausforderungen für Europa rede, dann lasst mich über die Flüchtlingsfrage reden. Die Bundesrepublik Deutschland, wir können stolz darauf sein, was in den Jahren 2015 und 2016 geleistet worden ist. Die Menschen in diesem Lande, die Zehntausende, Hunderttausende, die sich bemüht haben, etwas mit zu ermöglichen, was in Deutschland getan werden musste. Wir haben getan, was das größte Mitgliedsland der EU tun muss. Wir haben die meisten Menschen in Europa aufgenommen. Circa 1 Million in einem Land von 80 Millionen, 82 Millionen Einwohnern. Das war ein Akt der Solidarität. Und deshalb müssen wir ganz klar sagen, Solidarität ist die Basis der Zusammenarbeit in Europa. Es ist ein Grundprinzip. Aber ich will zugleich hinzufügen, die Bundesrepublik Deutschland hat nicht von allen Solidarität bekommen.
Und es geht nicht, dass nur wenige Länder in Europa sich an der Bewältigung der Flüchtlingsherausforderungen beteiligen. Solidarität ist ein Prinzip. Und wenn manche Länder in der Europäischen Union sagen, bei den Sanktionen gegen Russland, weil wir uns bedroht fühlen, Solidarität von allen, und sie bekommen diese Solidarität, ist das okay. Wenn Sie sagen, unsere wirtschaftliche Entwicklung hängt davon ab, dass wir Gelder aus dem Agrarfonds, aus dem Strukturfonds, aus der Regionalförderung der EU bekommen, dann ist das Solidarität. Ich finde übrigens berechtigte Solidarität, weil wenn die wirtschaftliche Entwicklung dort nicht zu Arbeitsplätzen dort führt, dann kommen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von denen hierher und werden übrigens nebenbei bemerkt teilweise hier die Sklaven ausgebeutet und unterminieren unsere Tarifsysteme. Deshalb ist das nicht nur ein Akt der praktischen Vernunft, sondern auch Solidarität. Aber wenn es in Europa so ist, dass bei der Regionalförderung, bei der Strukturförderung, bei der Agrarpolitik es heißt, Solidarität, ja bitte. Wenn es bei den Sanktionen gegen Russland heißt, Solidarität, ja bitte. Aber bei der Solidarität, bei der Aufnahme von Flüchtlingen heißt, nein, danke. Dann muss man sagen, das geht so nicht. Solidarität ist keine Einbahnstraße, sondern ein Gemeinsam. Auch Christian hat es Ihnen schon mal erwähnt. Viktor Orban, der stand in Brüssel neben mir bei einer Pressekonferenz. Hat er gesagt, das ist kein ungarisches Problem, das ist ein deutsches Problem, da haben wir nichts mit zu tun. Eine ganz klare Absage an die Politik der Bundesrepublik Deutschland. Und ich möchte nur daran erinnern, dass dieser Mann, Viktor Orban, Ehrengast bei Veranstaltungen der Christlich-Sozialen Union auf Einladung von Herrn Seehofer ist. Das war auch eine ganz klare Botschaft an die Vorsitzende der CDU. Und deshalb, wenn jemand die Medien als Fake News, als Lügennachrichten, als Lügenpresse verunglimpft, wenn jemand die Rechte von Frauen in Frage stellt, wenn jemand Menschen mit Beeinträchtigungen, mit Behinderungen oder Minderheiten missachtet oder gar verunglimpft, dann muss man ihn dafür kritisieren und nicht seine Tatkraft loben, wie ich das in diesem Bundesland gehört habe. Wenn jemand die seriösen Medien von Pressebriefings, von Pressegesprächen, von Hintergrundinformationen ausschließen will, wenn jemand nur noch Journalisten zulassen will, die das schreiben, was er gerne hätte. Leute, da wird die Demokratie, eine freie, ungehinderte Berichterstattung ist nicht nur wichtig, sie ist überlebenswichtig für die Demokratie. Die Aufgabe freier Medien, die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten, ist es, den Mächtigen kritische Fragen zu stellen. Es ist auch die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten, Leute, die sich um Ämter, wie ich das tue, bewerben, kritische Fragen zu stellen, sie zu beobachten. Wer aber für sich reklamiert, nur ich habe die richtige Meinung, wer für sich reklamiert, meine Meinung zählt, und wer nicht meiner Meinung ist, der nicht das schreibt, der nicht das sendet, was ich will, ist Lügenpresse. Der legt die Axt an die Wurzeln der Demokratie, ob er Präsident der USA ist oder in einer Pegida-Demonstration mitmarschiert. Beides ist nicht akzeptabel. In die Untersuchungshaft gebracht worden ist, weil er etwas berichtet, was der Regierung in der Türkei nicht passt. Ich finde, wenn der Erdogan nach Deutschland kommen will, sei gesagt, das Staatsoberhaupt eines befreundeten Landes ist immer bei uns willkommen. Aber im Moment habe ich den Eindruck,
dass Herr Erdogan nicht zu uns kommen will als Staatsoberhaupt, sondern als Wahlkämpfer der AKP. Er würde sich aber besser bemühen, um mehr Freiheit für die Medien in der Türkei, also im Wahlkampf in der Bundesrepublik Deutschland. Liebe Genossinnen und Genossen, wir Sozialdemokraten wollen eine demokratische und eine gerechte Gesellschaft erkämpfen. Wir wollen dafür sorgen, dass die Sorgen der einfachen Menschen, die Sorgen der hart arbeitenden Bevölkerung in diesem Land, zum Beispiel dieser Mitarbeiter. Klar, man muss sich auch in einem Bierzelt mit dem politischen Wettbewerber auseinandersetzen. Das will ich auch tun. Aber ich will einen Satz vorwegschicken. Auch im Bierzelt wird aus dem politischen Wettbewerber kein Feind. Man kann einen Wahlkampf führen, so wie Donald Trump es gemacht hat. Das jedenfalls werden wir nicht machen. Wir kämpfen mit harten Argumenten, aber nicht mit persönlichen Beleidigungen oder Verunsicherungen. Von der Zwangsehe gesprochen, in der sich CDU und CSU befinden. Die Zeitung Die Welt hat das auch geschrieben. CDU und CSU befinden sich in einer Zwangsehe. Und bei dem sogenannten Zukunftsgipfel, wir haben das ja alle gesehen, der konservativen Spitzen, da gab es viele Spitzen, aber wenig Zukunft. Und die meisten Beobachter und Beteiligten waren ja schon mal froh zu sehen, dass die CDU-Vorsitzende diesmal was sagen durfte und nicht zum Schweigen verdammt auf der Bühne stehen musste. Der Chef persönlich hat ihr diesmal das Wort erteilt und gesagt, du darfst auch was sagen. Und dann hat sie gesagt, die Vorsitzende der anderen Partei, also die in dieser Zwangsehe ist, sie habe Neugier auf Neues. Jetzt bin ich ja kein Eheberater, aber ich muss mal sagen, wenn einer ja, kein Eheberater, aber wenn einer in einer Zwangsehe schon von Neugier aufs Neue spricht, das hat ja schon fast den Anklang von Lust auf unanständige Abenteuer. Dass das am Ende, muss man vorsichtig sein, das könnte am Ende bei der CSU zur Scheidung führen. Eins ist da klar, die reden nicht miteinander, sondern übereinander. Sie machen nichts nacheinander, aber alles durcheinander. Sie erledigen nichts hintereinander, sondern sie laufen auseinander. Sie stehen auch nicht mehr zueinander, sondern sie arbeiten gegeneinander. Wie auch immer, die sind nicht mehr ganz beisammen. Das ist das Problem dieser beiden Parteien. Ich zitiere ihn mal. Ohne CSU, sagt er, würde die CDU national nur noch im 20%-Bereich landen. Also wenn man dem glaubt, dann ist das Neue, was Frau Merkel am Horizont schimmern sieht, ziemlich klar zu beschreiben. Das Neue ist eine SPD-geführte Bundesregierung, die wir im September